Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Ich tue dann auch die Lautstärke vom Game noch ein bisschen leiser machen, damit man mich auch ein bisschen besser hört, gegebenenfalls. Wie ihr hier am Safeface seht, habe ich mittlerweile fast 13 Stunden investiert. Ich bin im Kapitel 8, das heisst, ich bin auf der zweiten Insel. Und für die es selber noch erleben möchten, die sollen doch das Video gar nicht erst anschauen, weil es wird doch einige Spoiler haben. Und ich finde, es ist absolut lohnenswert, das selber zu erleben, weil der Hauptcharakter wird auch ein paar Mal «Wow» sagen. Weil man wird ein Indiana Jones-mässiges Abenteuer erleben, man wird jenste schräge Charakter treffen, mit einem alten Kult wird man zu tun haben, man wird jenste Drogentrips eigentlich erleben, um neue Fähigkeiten zu bekommen oder weil man halt schon wieder irgendetwas schnäuselt. Ja, abgefahren. Und dann ist es noch so, mit Uplay habe ich mir noch so ein spezielles Waffenset freischalten. Und eine von denen zeige ich dann gerade, ist die rechts hier. Und das ist eine dicke, wie ein Barrett 50 eigentlich, wo er Explosivgeschoss verschießt. Also ein fettes Teil. Die Story möchte ich jetzt eigentlich trotz allem gar nicht gross erzählen. Es geht jetzt darum, dass ich hier auf der Insel einen treffe. Hier oben habe ich noch nicht alles erledigt, wie man sieht. Vor allem die roten Outposts habe ich noch nicht viel eingenommen, aber ja, das Paar ist schon, dass ich schnell schnell reisen, alles schnell erreichen. So ist es richtig. Und dann hier die Radiotürme habe ich schon alle eingenommen. Das ist aber schon noch gäbig. Und man schaltet sogar noch Waffen frei, die man vorher im Laden noch gar nicht gesehen hat. Wenn man dann oh, sorry, zusammen, wir müssen rülpsen hier nach dem Mittag. Eben, schaltet man Waffen frei, die man vorher im Laden noch gar nicht gesehen hat. Also schon noch interessant. Ich glaube, hier wird es das jetzt gerade geben. Ich ziehe jetzt einfach mal schnell hierher. Weil die Sache ist die Mission, die ich erfüllen muss. Hier oben müssen wir mit so einem deutschen Psycho wieder texten, der mir aber schon hilft. Und ja, dann muss ich dann irgendjemand durchschleichen. Und auf das habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich habe jenste Weed-Marihuana-Felder auch gesehen, das muss ich auch noch erwähnen. Eins musste ich runterbrennen, besser gesagt, es waren 5 gewesen. Und dann im Hintergrund ist einfach das Lied vom Skrillex und vom Damian Marley gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie es heisst, aber hure geil. Also, sie sind wirklich auch coole Sachen hier. Was weniger cool ist, und der Screech hat eine schöne Videoantwort auf mein letztes Video gemacht. Oh ja, schön angespielt. Ein schönes Video gemacht, hat da einfach aus Versehen jemanden überfahren und nebendran der Mann von Rennen und die Frau ist gestorben und so. Und so Zeug ist mir auch schon passiert, wo ich einfach leider unabsichtlich Zivilisten umgelassen und es ist noch beeindruckend gemacht. Und auch die kleinen Gespräche, die sie alle miteinander führen und so. Also das Game ist der Brenner. Für mich das beste Game vom Jahr. Und auch wenn ich in diesem Jahr schon von vielen Games begeistert war, von Cam so fest wie vom Far Cry. Und der Multiplayer ist sicher nicht so gut wie das Call of Duty früher war oder wie auch immer dass ich das jetzt sagen will. Aber er macht scheinbar auch noch Spass. Habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich muss schnell die Lautstärke jetzt wirklich senken, nicht dass ich das verhänge. Tun wir hier einfach das Master Volume auch ein bisschen runter. So. Ja, ich denke, das ist schon ein bisschen besser. Sonst denke ich, es im nächsten Video noch ein bisschen so schlimm ist es glaube ich nicht. Aber ja, wie ich gesagt, das beste Spiel vom Jahr. Es ist unglaublich. Auch wenn die Insel natürlich grün ist und Bäume sich wiederholen und sicher nicht alles perfekt ist. Ich habe noch nie eine Welt erlebt, die doch gleich so viel Geschichte zu erzählen hat. Und heilige Scheiße, ich sollte mich ein bisschen auf die Socken konzentrieren. Und gleich eben auch so viele lebendige Sachen hat, weil es gibt überall Plätze, wo irgendwelche abgestürzte Sachen, irgendwelche Gebäude, die zerfallen sind, irgendwelche Ruinen, kleine Siedlungen, Tiere, die sich wieder gegenseitig angreifen, Banditen, die von den Tieren geschlitzt werden. Es ist zum Teil wirklich herstehen und unterhalten werden. Also GTA im Dschungel oder auf einer paradiesischen Insel aus der Ego-Perspektive, finde ich, trifft es eigentlich schon noch gut. Die Kerne lösen sich extrem cool steuern. Und seitdem, dass ich jetzt auf der zweiten Insel bin, habe ich eben auch einen kleinen Fallschirm dabei. Also gewisse von euch kennen vielleicht das Just Cause 2. Es ist fast auch ein bisschen wie das. Einfach grafisch, erzählerisch, spielerisch, viel brillanter. Ah Mann, weißt du, das gehen wir so auf die Eier, Mann.
Come on. Nein, also... Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht gross Krach machen, darum nehme ich auch jetzt Tempo 5 führen. Ich zeige euch dort diese Munitionsgnade später noch einmal. Scheiße, da kommen wir überall her und so. Hey. Fuck, da sind jetzt eben Spezialeinheiten auf der Insel, also schon ein bisschen härter als Banditen. Darum muss man doch ein bisschen aufpassen, ja. Oh, gerade 2. Leck. Nein, die wollen mich auch schlitzen, also das müssen wir schauen. Shit, das war nichts. Jawohl, also dem sagt man explosive Munition, ganz geil. So schnell löst sich das Problem. Also die Waffe ist der Bringer und die könnt ihr eben, es gibt ja auch so eben, wenn ihr bei Uplay angemeldet seid, könnt ihr auch Uplay-Herausforderungen eigentlich erfüllen. Und die geben dann Punkte und für die Punkte könnt ihr dann so Crap wie Hintergrundbilder, aber eben auch coole Sachen wie neue Waffen und kleine neue Missionen kaufen. Und das lohnt sich in meinen Augen eigentlich extrem, sich das reinzuziehen. Also meldet euch bei Uplay an und das Coole ist sogar, dass wir dann die Herausforderung vor Xbox-Version und vor PC-Version zusammengezählt wurden. Also jetzt schon Gott genug Punkte. Und klar ist es wieder neu anmelden und registrieren und so Schnitzel, aber ja, was willst du auf der anderen Seite? Es bleibt dir ja nicht viel mehr übrig, wenn du von diesen kleinen Boni profitieren willst. Aber eben, das Gute ist, es ist eben auch kein Zwang bezüglich Anmelden. So, jetzt müssen wir hier rüber. Jawohl, come on. Ja, ganz geil, das habe ich noch nie gesehen, so mit dem Fuß. Also. Ja, eben, es bietet auch immer wieder so viel Neues und... Ja. Es ist wirklich, es ist ausgezeichnet und gewisse von euch lieben es sicher, wenn sie gerade von A nach B kommen und ohne gross viel Zeitverschwendung Missionen können erledigen können. Aber ich liebe es eben im Far Cry zum Teil einfach ein bisschen rumzuziehen. Und kannst sicher sein, wird ständig wieder abgelenkt von Hauptmissionen, Nebenmissionen, irgendwelche Sanitätspäckchen, die man bringen kann. Ja, ihr merkt, ich bin voll des Lobes. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der auch nur im geringsten Interesse hat an so Games. Es lohnt sich ohne Ende. Ihr werdet 20 Stunden laut Hersteller und dann hat man sicher noch nicht alles perfekt unterhalten. Und jetzt kommt wieder mal eines von diesen 3 Sequenzen, die ich auch so gerne habe. Ich finde, das sieht so stylisch aus. Klar, da ist die Animation immer gleich, aber wenigstens haben sie sich ein bisschen Mühe genommen, etwas zu zeigen. Und auch das finde ich schon immer stylisch. Und das ist dann in dem Sinne mein Naturell, das weckt schon ein bisschen mein Interesse. Ich sehe das Zeug hier und denke, hey, nein, sind da auch irgendwelche Leute oder auch überlegt mir sogar, wieso ist so etwas erstellt worden, wieso ist so etwas gebaut worden. Und teilweise bekommt man sogar Antworten auf die Fragen und teilweise überlöse ich es dann eigentlich der eigenen Fantasie. Also richtig cool. Moment, schnell dumm, ist jetzt gerade ein Ding. Ich jump jetzt mal schnell raus und schaue, wie das mit dem Fallschirm geht. Linker Stick. Oh shit. Oh shit. Okay. Ich habe sie völlig verhängt. Fuck it. Man hat, bevor man den Fallschirm aufmachen kann, noch die Option, dass man so einen Wingsuit hat man scheinbar immer an jetzt, dass man den aufmacht und dann kann man noch so ein bisschen durch die Gegend gleiten und dann den Fallschirm aufmachen. Offensichtlich. Kleiner Drecksköter. So, offensichtlich haben sie sich richtig viel überlegt und der Block hat ja ursprünglich mal gefragt und vielleicht weisst du es mittlerweile auch selber, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass man den Skilltree eigentlich, wenn man alle Nebenmissionen so erledigt, dass man den füllen kann. Weil bei mir sind es jetzt nicht mehr allzu viel. Also mal vielleicht schon noch, keine Ahnung, 10, 15, jetzt gerade über den Daumen, wo ich freischalten kann. Aber das meiste Zeug habe ich und ich meine, ich bin noch nicht am Ende des Games. Und von dem her wird man eher so ein bisschen der Supermensch sein, der sehr viele Fähigkeiten hat. Schnell nachladen, Steady Aim, unendlich lang säckeln. Was zur Hölle geht da eigentlich ab? Haben wir jetzt den gesehen? Nein, voll nicht. Das habe ich eben auch noch gegeben. Das letzte Mal bin ich mit einem Karren hergefahren. Dann kommt doch tatsächlich so ein Gangster, nachdem ich ausgestiegen bin, so ein Pirat, Bandit, was auch immer, steigt in den Karren ein, den ich bekomme und verpisst sich einfach mit dem Teil.
Und ja, ich musste schon ein bisschen lachen, weil ich meine, keine Ahnung, das ist mir je nachdem noch nie mal im GTA passiert. Ja, also. Mal schnell schauen, den kenne ich eventuell schon. Aber der ist noch tough, der ist wirklich noch tough. Und ich liebe diese Fahrten. Nicht so mit diesen Krüppelkerlen, aber mit dem Jeep oder vor allem mit dem Quad. Oder mit dem Buggy sind sie extrem cool. Aber der kommt kaum auf die Touren. Naja, kommt scheiß auf Gegner, wenn sie mir nicht gerade abballern, dann ist alles chillig. Ja, voll, den kenne ich. Jetzt geht es hier gerade voll stoppen durch ab. Genau, jetzt wird gerade die Karre verschrotten, cool. So, jetzt hier über das Brückchen, genau. So, und jetzt, wenn man hier gerade rauf will, das hat man nie gelangt. Ihr seht, ich habe es schon mal probiert. Zum Glück kann man verschiedene Safe-Games haben. Nein, sorry, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Mit höchster Wahrscheinlichkeit schaffe ich das jetzt nicht. Ja, komm, das ist ultra allein gelaufen, würde ich sagen. Also, ich tue mich jetzt schnell aufs Fahren konzentrieren. Ich hoffe, das ist easy. Ich hoffe, jetzt volles Leben. Und die Ladezeiten sind beim PC eben schon angenehm kürzer, das muss ich schon sagen. Weil klar, auch hier lädt es. Es wäre geil, wenn es gar nicht würde, aber keine Ahnung, es lädt so lang und dann habe ich plötzlich das Gefühl, hey komm, das geht ab und dann zack, ist es fertig. Und jetzt gerade auf meiner Xbox dauert jetzt schon teilweise verstoppelt so lang. Aber ist natürlich kein Problem, kann man wieder mal schnell ein bisschen durchschnaufen, sich von diesen actionreichen Missionen und Nebenmissionen und Situationen ein bisschen holen. Also, let's go. Eventuell wieder mal so schlecht laufen, kann ich schon sagen. Und merken dann, nein, das ist total scheiße gelaufen. Aber es ist noch nicht alles vorbei. Es ist noch nicht alle Tage Abend, wie man so schön sagt. Schnell da unten runterzukommen. Jawohl, das längt schön, oder? Genau. So. Nein, jetzt bin ich noch falsch. Schwenker. Ui, dort oben ist es. Hey, nein. Ich glaube, das wird wieder ultra knapp, aber es könnte eventuell noch länger. Bevor ich das Ziel habe. Nein, das längt gut. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Ich habe zweimal gefailt, obwohl das es schon können, wäre nicht so eine schöne Quote gewesen. So, er hat einfach mal schnell die Hänge so gehabt, als hätte er das Gewehr in der Hand. Bis er gemerkt hat, dass er das Gewehr gar nicht in der Hand hat. He? Aber er hat es dann wenigstens vorgenommen. Ja. Die ganzen kleinen Details sind wirklich super. Also, hey, nein, die Bildwiederholrate ist auf 20 gegangen. Ich kotze fast. Schnell schauen, ob ich irgendetwas geändert habe seit dem letzten Mal. Eigentlich nicht wesentlich. He? Tun wir hier schnell sonst das Wasser, das ja eigentlich ziemlich für den Arsch ist, leider. Muss ich wirklich sagen. Durch die ultra geilen Spiegelungen sind eigentlich nicht nötig. Was jetzt? Was kann ich jetzt hier auf Ultra setzen und was nicht? Also das nicht, okay. Ja, nein, jetzt müsst ihr das noch zuschauen, das tut mir fast ein bisschen leid. Das der machen wir auch. Medium ist das Maximum. Gott, so ein Fick. Ich höre auf Ultra. Und hey komm, das hasse ich auch hure mit dem Pad, wenn du mit dem Pad runterziehst, tut es einfach auch die Einstellung ändern. So. Jetzt tun wir das. Ja, ich habe doch keine Ahnung, was das alles ist, weißt du? Also, komm, wir probieren es einfach mal. Vielleicht läuft es jetzt besser. Ja, schau noch ein bisschen den PC-Noob hier am Start. Ja, jetzt. Was jetzt? Mal, jetzt hat es irgendeine Auflösung. Ja, komm, was soll's? Ja, das ist schon gut. Hey, nein, jetzt ist alles verschoben. Ah, Karte unten links, aber jetzt ist es wenigstens stabil bei 30 Bildern. Ja, das ist easy. Also komm. Ja, was soll's. Tun wir nur noch schnell einen zweiten Funkturm anschauen, würde ich sagen. Der scheint relativ nah zu sein. Die zweite Insel ist offensichtlich bedeutend kleiner.
Was aber eigentlich nichts muss heissen in meinen Augen, weil... Hey, sorry, jetzt habe ich mich hier von diesen hängenden Säulen ablenken. Oh shit. Eben ja, ist bedeutend kleiner, was aber nichts muss heissen, weil es gibt vielleicht auch viele unterirdische Areale und so. Und die sind ja auf der Karte in dem Sinne eigentlich nicht vorhanden. Also. Jetzt ziehen wir hier schnell ein bisschen um. Ihr hört jetzt vielleicht während dem Säckeln, mache ich jetzt fast keine Geräusche mehr. Das ist eben auch eine Fähigkeit. Und das ist noch gäbig. Was ich auch extrem cool finde, ist, wenn man gebückt näher läuft. In Hockey kann man auch ein Upgrade freischalten, dass man sich halt schneller bewegen kann. Und ich sage jetzt mal, so lahmarschig, wie man am Anfang ist und der Gegner zum Teil in Hockey fast gar nicht nachmacht, es bessert dann erst schon sehr schnell. Was ich auch super finde, ist, ich kann mir so einen Zaubertrank zusammenmischen, wo ich mir dann wie einen Fixer in den Arm stecke, wie so vieles, wo mich unbesiegbar macht für 30 Sekunden. Und das kann auch extrem hilfreich sein, würde ich sagen. Hey, nein, ich habe gemeint, es ist nicht so weit entfernt. Hier höre ich ein paar Gegner. Es ist schon so, dass ich die meisten fertig machen kann, aber eigentlich tue ich mich schon auch lieber herschleichen. Es hat auch einen guten Grund. Oh shit, da sind sie nicht mehr. Ja, voll, Patrouille, schaut, die kann jetzt wunderschön gehen. Jetzt habe ich neue Skills. Und zwar, es gibt einem ja mehr Erfahrungspunkte, vielleicht habe ich es schon gesagt, wenn man sich dort anschleichen, was definitiv schon mal der Bringer ist, weil einfach normal Schießen gibt 10, Headshot gibt 25 und wenn man sie schleichend verwünscht, gibt es schon mal 30. Da kann man auch noch Kombos draus machen und so einen versuche ich jetzt gerade. Kann ich den hier von hinten anschnitzen. Takedown und dann kann ich den rechten Trigger drücken mit dem X-Pad. Scheiße, das ist nicht gegangen. Wieder eine schöne Vorführung gewesen. Eben, die ein Messer dabei haben, die Gegner, dort könnt ihr den rechten Trigger drücken, also dort, wo man schießt, und dann würde er dem Gegner vorne dran das Messer ins Gesicht schießen. Wo zur Hölle sind, ja, dort hinten. Aber offensichtlich haben die Spezialeinheiten hier gar kein Messer dabei. Hey, nein, shit. Die sind von beiden Seiten. He? Gut, vielleicht sieht der Grüper gar nicht so gut. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen unrealistisch, dass sie einen so nicht sehen. Aber was willst du, sonst wäre es sehr mühsam mit Schleichen. So, ja voll, dann nimmt das Teil aus. Dann nehmen wir. Seht, habt ihr das gesehen? Hure geil, die sind das Messer rausgezogen und dann zack, dann sehe ich das ins Gesicht. Und dann könnt ihr sogar Takedown-Kombos jetzt mittlerweile machen. Hey, nein, ich hasse die. Ah, das sind Wölfe. Mal schnell schauen, ob wir irgendwie die Haut von denen brauchen können. Kommt so. So, schnell schauen, ob das etwas ist. Ah nein, das sind einfach gewöhnliche Hunde. Ja, super, die einfach noch ein bisschen dumm gekühlt haben. Das ist auch geil, schaut jetzt. Jetzt haben sie hier die Gefangenen am Start. Ja, nein, was laufen jetzt die hier Kreisli? Und jetzt können wir die nämlich befreien. Zuerst den. Und dann zack, dieses Messer. Wunderschön. Wunderschön. 100 Erfahrungspunkte, doch kannst du nichts sagen. So, jetzt seht ihr, der säckelt gerade ab. Der hat es gescheit gemacht. Der hat sich noch schnell klein geschissen. Aber ja, sag merci. Nein, sag nicht merci. Frechheit. Aber ja, ich habe ja eigentlich nichts erwartet, von dem her passt das schon. Hier ist schön Delta-Segler. Aber den brauchen wir jetzt nicht einmal. Und wir zischen jetzt einfach. Ah nein, das geht gar nicht. Hey! Ah! Hey, nein! Das ist ein bisschen schwul. Man kann aber nicht allzu weit springen, wie man jetzt vielleicht gemerkt hat. Und das führt dann auch dazu, dass ich eigentlich zu wenig weit rausspringe, um mein Wingsuit zu öffnen. Scheiße, und weißt du, was der leidigste ist von allen? Ja, es ist klar, der letzte Speicherpunkt ist halt, weiss Gott, der letzte Turm, den ich eingenommen habe. Hey, das ist das leidigste. Komm, dann gehen wir einfach zu dem. Einfach, dass man noch schnell etwas anderes angüchseln kann. Hey, ultra fail. Nehmen hier oben das Auto. Und ja. Ich muss dann irgendwie schnell meinen PC checken. Irgendetwas ist strange. Ich habe vorhin noch mit der Elgato
Game Capturing HD oder wie das Teil heisst, ein bisschen experimentiert. Und zwar verwende ich das ja für auf der Xbox aufzunehmen, schön HDMI rein und raus. Und dann habe ich vorhin schnell die Rasis. So gut das. Dann habe ich schnell das am HDMI-Ausgang von meiner PC-Grafikkarte angehängt. Am Bildschirm logischerweise. Und habe versucht so aufzunehmen. Aber da hatte ich leider nur eingeschränkten Erfolg gehabt, weil es ist zwar schon gegangen, aber es hat nicht der Ton irgendwie die ganze Zeit geloopt. Und dadurch hat man eigentlich die Aufnahme nicht wirklich brauchen. Vielleicht finde ich es noch raus. Es wäre aber auf jeden Fall besser, hat mich gedacht, nach ersten kurzen Tests. Wow, was geht da ab? Strassensperre oder was? Ja, die Wichser. Yes, Double, oder? Jawohl. Also, aber es wäre auf jeden Fall besser als die Traps, das muss ich wirklich sagen. Weil Delgato tut dann nicht gerade von Anfang an die ganze Rechenpower auf die Videos verwenden. Oder keine Ahnung, die Fraps macht ja das auch nicht, weil es sehr grosse Files hat, aber... Hey, nein, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Und ich erzähle noch... Die Inseln sind nicht so gross. Halleluja! Also, ich weiss, da ständig das Thema hin und her, es gibt Leute, die das stört. Und dann entschuldige ich mich natürlich. Ich versuche das klein zu dämmen, aber es ist halt auch ein bisschen mein Hirn, das hin und her switcht. Eben ja, von dem her wäre natürlich das optimale Setup, ein zweiter kleiner PC, der muss gar nicht so viel Power haben, wo man mit dem Elgato aufnehmen kann. Und dann könnte man dann so als Recording am Computer machen. Und eben jetzt die, da muss ich wohl aussteigen, die aufs Fraps schwören und einen super starken PC haben, das geht sicher problemlos. Aber ich habe es eben schon noch gerne, wenn ich an getrennten Geräten zocken kann und aufnehmen kann, dann kann ich auch jederzeit schauen, ob die Aufnahme so läuft, wie ich es gerne möchte. Und habe eigentlich in dem Sinne eine bessere halt auch Kontrolle, logischerweise. Ja, aber wegen dem kaufe ich mir jetzt nicht gerade einen zweiten PC. Aber wenn irgendjemand so einen PC hat, eben, das kann irgendein 2-3-jähriges Modell sein, das er gerade nicht mehr braucht, sonst bei mir melden. Ich hätte noch Interesse. Ui, Achtung, schnell ein bisschen chillen. Das sind bissige Sachen, wirklich. Das sind wirklich bissige Sachen. Und ich wollte auch nicht jedes Mal wieder einen Kampf anfangen, weil dann holen sie wieder Verstärkung. Und wobei, jetzt soll ich schnell die Waffe wechseln. Ein MG lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Weil häufig kommt man dann in Schwierigkeiten, man muss nachladen und mit dem Maschinengewehr muss man offensichtlich nicht so häufig nachladen. Wo sind jetzt die Penner hergefahren? Ja, der Dung ist wieder ein schöner. Das gibt es halt auch. Texturen, die nicht sauber geladen werden. Es gibt zwar immer wieder Patchen. Aber ich meine, der Dung ist nicht einfach nur so eine weiße Fleck, logischerweise. Oder vielleicht ist es eine riesige Solaranlage. Das könnte doch auch sein. Oh, geil. Hier bist noch ein kleines Dörfli. Das ist eben auch fast ein bisschen schäbig, finde ich, auf dem PC. Wenn man reinzoomt, können es wenigstens eine Stufe, sicher nicht die besten Texturen laden, aber eine Stufe besser. Aber da hat man vielleicht beim Reinzoomen eine Ladenverzögerung und so Crap und das will natürlich auch niemand. Für die es noch nicht geschnallt haben, das Game auch schon spielen, dort wo die schwarzen Rauchsäulen in den Himmel aufziehen, das sind die Camps, die von den Banditen eingenommen wurden und die dann von euch werden eingenommen. Und ich glaube, der verschwindet das Netzräuchchen. Also das ist eigentlich noch ein guter Hinweis, um sich auch ein bisschen zu orientieren. Also, let's try. Gehen wir schnell auf den hier rauf. Das habe ich auch schon erzählt, ihr wollt es gerne mal. Ich finde es noch cool, weil es dann immer ein bisschen herausfordernder wird, hier raufzukommen. Es ist jetzt nicht eine Challenge wie, keine Ahnung, Klettersequenzen, irgendein Tomb Raider, der noch mal gut war früher. Sondern einfach ja, schnell raufschauen, schnell überlegen, wo hat Seile, wie komme ich woher. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein Leben gelassen beim Aufklettern auf so einen Turm. Also das passt gut. Schnell schauen. Was ich fast ein bisschen leid finde, aber rein designmässig schon kann verstehen, ist, wenn er weit vorne springt, muss er sich fast ein bisschen abstützen. Und dann rutscht er noch ein bisschen vorne. Und ich sage jetzt, es gibt doch auch die eine oder andere Sprungpassage im Indiana Jones Teil, sage ich jetzt dem einfach mal so. Und dort muss man aufpassen, dass man einfach im Landen nicht zu weit vorrutscht und einfach abkratzt. Okay. Jawohl.
nein, die Wichser rum. Weißt du, was sind die da rumböhren? Hey, nein, die Asis. Da ist es ein bisschen schade, dass man nicht ganz gerade Kabel schießen kann. Ich hätte dann jetzt doch gerade ein bisschen Feuer unter dem Arsch gemacht. So, wieder mal eine coole Sequenz. Und ich kann euch sonst im nächsten Video ein bisschen mehr von der Mission zeigen. Aber eben für die, die es selber noch spielen wollen, es empfiehlt sich dermaßen selber zu leben. Okay. Ein kleines Häuschen mit dem Shop. Hier haben wir noch einen kleinen Holzfällerboy. Oh, schön! Ja, das kann man auch sprengen im Jahr. Also jetzt. Soll ich noch mal schnell den Wingsuit zeigen? Das wär's doch. Na, da sieht es schön aus. Space 12. Zieh nicht rein. Urgeil, ich habe gar nicht gewusst. Und das ACE sieht doch aus wie ein M16 oder so. Oh nein, dort unten wäre noch so ein Transporter. Ah nein, ist schon wieder in einem Scheisskarren. Also gut. Und ist das eine Chance? Das sieht fast so aus. Hey nein, ich wette, mit diesem Karren muss man hier runterspringen. Jetzt habe ich das Move fast ein bisschen weit aufgerissen. Eventuell muss ich das dann schnell beweisen. Aber wir machen jetzt wirklich zuerst den Jump. Also, linker Stick, linker Stick. Holy shit, holy shit. Ja, das war richtig im letzten Moment. Ah, okay. Allzu viel kann man hier nicht machen. Viel lenken kann man auch nicht. Einfach gerade ziehen. Und dann passt es schon. Jetzt bin ich hier offensichtlich im Fallschirm unterwegs. Ja, das geht schon. Also, geschehen schauen, wie ich hier raufkomme. Und dann können wir das mit dem Jump gegebenenfalls. Ja, es ist eh einer, der sieht aus wie präpariert. Yeah. Eben. Die Leveldesigner, es gibt ja sogar einen Map-Editor, habe ich gesehen. Muss ich mal schauen, was man durch das machen kann. Aber die Leveldesigner haben hier allerfeinste Arbeit geleistet. Ich sage nicht so viel. Die sind doch 1000. Nein, es ist nicht einmal. Hey, nein. Schade. Ultra schade. Hey, nein, und jetzt könnt ihr hier am allerdümmsten zuschauen. Wie das schon ganz am Anfang komplett schießt. Hey, nein. Also wenn der noch lenkt, dann tut es aber auch recht das Loch ab, oder? Das geht noch. Das ist ein geiler Weg. Oh. In ein paar Wochen, nach dem 14., 16., ich weiß gar nicht genau, für das Forza Horizon, die das noch interessiert, spielen. Und ich habe gesehen, der Spessnase und der Koya sind immer noch dran, geile Sachen. Kommt die Rallye-Erweiterung raus. Und die scheint, glaube ich, richtig gut zu werden, wenn man dem Zeug, das sie erzählen, auch Glauben schenken. Ja, komm, ich probiere ihn mal. Ich glaube es gar nicht. Und ja, das ziehe ich mir sicher auch wieder. Und dann wird mal wieder ein bisschen Forza Horizon Gameplay kommen. Gesamthaft gesagt, sind das eigentlich für mich die zwei geilsten Games dieses Jahr gewesen. Ja, es ist schon lange her, als ich so ein geiles Rennspiel wie das Forza Horizon, um genau zu sein. Und eben ja, das Far Cry Singleplayer-Modus ist etwas vom Besten. Und vom Colosso, der Link ist eine Beschreibung. Er macht das Let's Play von Assassin's Creed 3 auch sehr unterhaltsam. Habe ich mir auch klein gezogen und ist eben, wie ich auch schon erwähnt habe, sicher auch ein ganz geiles Game. Ist auch cool gemacht. Aber ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich mich für das Far Cry entschieden habe, weil eben beim Assassin's Creed bin ich nie so warm geworden. Und wenn ich jetzt anschaue, wie Paradies ist, das eben, oh shit, das Far Cry ist, muss ich einfach sagen, ja. Schönes Spielerlebnis, ein wunderschönes Spielerlebnis. Okidoki. Ich bin gerade ein bisschen verplant. Ich würde eigentlich gerne noch diesen Sprung dort rauf machen. Und dann können wir uns dann sonst verabschieden voneinander. Leider. Nein. Das wird sicher nicht das letzte Video von mir sein. Was, das ist Rosamond eingezeichnet. Dann schon wieder gegen. Fuck it. Schnell schauen, ob wir dann noch irgendwo fahren wir schnell drauf in das Lager. Lecken. So. Aber eben, ich will schon schauen, dass ich die Videos nicht zu lang mache, weil ich könnte hier stundenlang etwas erzählen. Und auch mit dem Let's Play. Aber ich habe mir ein paar angeschaut, die Let's Play hier machen. Und ja, es ist also schon
eben, es ist ein langes Game, 20 Stunden. Und wenn du überlegst, hey, du machst 4-Stunden-Videos, ja, sind wir dann auf 80 Videos. Und das ist einfach schon ein rechter Aufwand. Und schränkt einem dann halt auch ein bisschen an Zeit, die man für andere Games und so kann investieren kann. Und darum tue ich doch lieber frisch, fröhlich, voll motiviert und zwischendurch einen kleinen Einblick geben. Und überlasse das anderen, das Let's Playen. Ich denke, wenn du Geld mit den Videos verdienst, dann macht man das alle gerne. Weil dann ist das Let's Playen gäbiger. Wenn es da auch Leute interessiert natürlich. Also meine Freunde, ich hoffe, ich bin zum richtigen Turm gefahren. Jawohl. Jetzt sehen wir hier unten. Was ist da? Was ist da im Gras? Sorry schnell.